Also, das ist die Pilot-Episode. Wir haben noch keine Ahnung, was wir machen. Wir haben keine Ahnung, wer wir sind. Warte, machen wir so, dass wir uns in die Augen schauen. Dann ist es romantisch. Ja, das stimmt. Das ist noch... Ja, sonst ist es ein bisschen unpersönlich. Weird. Also. Okay, ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir das nicht veröffentlichen können. Doch, fix, Alter. Ich bin voll dafür im Fall. Ja, ich weiss. Ja, aber wir, Impro, Bruder. sagen wir so, wir veröffentlichen es, wenn wir die erste richtige Episode aufnehmen. Okay, das können wir schon machen. Nein, aber ja, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen? Also heute haben wir uns jetzt zum ersten Mal getroffen, um überhaupt schnurren über den Podcast. Und ich bin so einig, ich wollte unbedingt alles jetzt machen. Habe ich gefunden, machen wir Pilot. Wir haben nicht mal besprochen, was wir für ein Segment machen. Genau, das war meine Idee. Ich bin da hingekommen und dachte, wir können jetzt heute mal ein Bier trinken und besprechen, wie wir den Podcast angehen. Und dann kommt der Ricky um die Ecke und sagt so, ja, ich finde das eine gute Idee, Silvan, aber wir können es auch einfach gerade aufnehmen. So, ja, das ist alright. It's a trap. Ja, das ist... Meine Damen und Herren, wir sind Metal Servala. Wir sind eigentlich das Metal Podcast. Yeah, ich bin der Brian. Und ich bin der Josh. Nein, die sind wir eben nicht. Die wollen wir auch nicht nachmachen. Wir wollen ihnen auch nichts wegnehmen oder irgendetwas, weil wir lieben die zwei Boys. Genau. Die Jungs haben uns eigentlich inspiriert, um das anzufangen jetzt. Das ist... ich habe so eine lustige Zeit mit denen in dem Podcast. Ich meine... Stimmt, wir sind ja beide bei denen im Podcast gewesen. Ja. Wir haben 3 Stunden geschnurrt, wir müssen in 2 Episoden Ja, ihr zwei. Ich habe voll gedacht, das wird jetzt auch so eskalieren bei mir, weil sie das Gefühl haben, so, ja, du schnurrst auch die ganze Zeit, das kommt hure gut. Und dann so nach so einer halben Stunde so, ich will jetzt aufhören. Und ich so, and another one. Und dann haben sie wieder irgendetwas und ich so, und da kann ich noch etwas erzählen. Und dann habe ich gedacht, ich schaffe es auch an. Nein, sie haben mich nach 1,5 Stunden abgezwängt. Aber ist eine halbe Stunde lang? Ich habe zwar einen kurzen Penis, aber ich habe die längste Episode bei «Wer blastet was». Geil, Alter. Stunde halb. Nein, es ist schon ein lustiger Podcast und die Jungs sind die Besten. Und deshalb klauen wir jetzt die Idee und machen das eigen. Nein, aber wir müssen schon sagen, wir haben es korrekt gemacht. Wir haben die Jungs noch eine Sprachnachricht gemacht und mit denen geschnurrt, bevor wir das überhaupt angefangen haben, zum ihres Segen bekommen. Und ich würde vielleicht mal die Jungs mal fragen, ob sie uns offiziell Segen können schicken. Wir können es einfach im Podcast nachher laufen lassen. Nein, ich glaube, das glaubt man uns schon. Aber ja, nein, also wir wollen da nicht klauen oder so, die spielen uns und wir sind Fans für die Show. Das ist eigentlich das Ganze. Und Fix. Ich höre 3 Podcasts. 3 Podcasts höre ich und einer davon ist «Wer blastet was». Und das ist nicht der, den ich am wenigsten höre von diesen 3 Podcasts. Ich höre auch fast immer, wenn es rauskommt. Und ich fühle es erst vom Tag 1. Ich meine, ich weiss, was der Josh zu mir gekommen ist, bevor der Podcast, und er hat gesagt, hey, kannst du das Podcast-Intro machen? Ich so, Podcast, was für ein Podcast? Machen wir den Podcast? Ja, voll mit Brian. So, ich so, geil, Alter, ich habe es gefühlt. Boah, das ist ein richtig männliches Intro. Das ja, ist ich habe keine 80... Sie haben eben gesagt, wir wollen einfach Doom-Sounds. Und ich habe keine 8-seitige Gitarre, ich habe einfach abgepitcht nachher im Reaper. ich habe mal ein Ding, aus Scheiß habe ich gedacht, ich schreibe einen Doom-Song. Ich glaube, das wird jetzt dann eine Versi-Single irgendwann. Geil, Mann. Nein, wird es eben nicht. Die haben dumm gefunden. Aber jetzt, wo wir über Bands reden und so, jetzt... wir haben immer noch nicht gesagt, wer wir sind. Genau. Wir müssen das geschwind vorstellen. Also, Silvan, ich tue dich zuerst mal interviewen. Ja, fix. Beziehungsweise musst du mir jetzt sagen, was du lieber hast, Silvan oder Bella, weil ich check's nie. Mir persönlich ist es egal. Ist es? Ich heiße Silvan, mein Spitzname ist Bella. Ja. Die meisten Leute, die mich kennen, sagen mir Bella. Aha, einfach weil sie mich irgendwie entweder so kennengelernt haben oder weiss ich nicht was. Es ist immer lustig, wenn du in eine WhatsApp-Gruppe reinkommst und dann so an einer Party bist. Und dann so, ist nicht dein Nachname? Hat nichts mit meinem Nachnamen zu tun. Nein, ich habe Unihockey gespielt. Jetzt kann ich da gerade aufräumen. Das glaubt man nicht mehr. Okay, das ist dein Nachname. Jappa. Zum den Umi zitieren. Schaut am Umi. Jeder kennt den Umi. Ich habe Unihockey gespielt und dann hat einer den Böllen gehabt. Dann hat so einer das Gefühl gehabt, hey, Hässliche, spiel mir den Ball. Dann hat er aber mir den Ball gespielt. Er hat nicht mehr Hässliche können sagen. Er hat das Gefühl gehabt, hey, Hübsche, spiel mir den Ball. Dann habe ich den Ball gehabt. Dann bin ich zuerst der Hübsche gewesen, dann bin ich der Süße geworden, dann bin ich der Schnuffi geworden und dann bin ich der Bella geworden und der Name hat sich irgendwie gehalten. Und darum ist das jetzt mein Spitzname. Ich finde es immer gut, ich stelle mich auch immer als Silvan vor und nicht als Bella. Und dann kann ich so, hä? Wieso sagst du Silvan? Ich so, ja Bro, ich heiße so.
Ja, aber ich komme selber nicht raus. Ich stelle mich nicht mit meinem Spitznamen vor. Also wenn ich jetzt Ricky macht bei dir ja Sinn. Ich will schon, weil mein Name ist einfach... Ja, aber ich kann es nicht kennen. Aber Ricky macht bei dir ja Sinn. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist kurz. Es ist einfach die Kurzform von deinem Namen. Aber ja. So, du bist der Ricky, das macht Sinn. Ja. Aber also, bei mir ist es etwas komplett anderes. Es hat ja nicht mal etwas mit meinem Nachnamen zu tun. Außer dass er die erste Hälfte von meinem Nachnamen ist. Ich habe nicht mehr gemeint, das ist dein Nachname, weil du es auf Facebook hast. Ja, nein, mein Nachname, ich sage dir nachher. Okay. Du hast LinkedIn, du solltest es wissen. Ah ja, voll, stimmt. Voll, muss ich nochmal schauen. Ja, nein, ist nicht mein Nachname. Also ist coincidentally ist es ein Teil von meinem Nachnamen. Bellatrix. Ja, Bellatrix ist das, was ich mich auf Instagram genannt habe, weil Bella schon vergeben war. Das ist schon ein geiler Nachname. Das wäre ein verdammt geiler Nachname. Harry Potter, Mann. Das ist geil. Ja, ich habe es mehr wegen H-Blocks. H-Blocks, was ist das? Kennst du H-Blocks? Ah. Boah, das ist eine Crossover-Band aus Deutschland. Das ist so, wenn Rage Against the Machine Aha. ein bisschen kleiner wäre Okay. und deutsch, spannend. dann wären es H-Blocks. Singen sie auch auf Deutsch? Nein. Okay. Spannend. Und ja, wie kommst du auf Metal, Silvan Bella? Aber das weiß ich selber nicht. Mal, warte schnell. Ja, man hat oh fuck, das ist ja schon 10, 20 Jahre her. Ja, das ist Ja, wir sind älter, ja. Bro, das ist wirklich 20 Jahre her. Mhm. Fuck me. Ja, man in der Primarschule irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen in der Schule mal Musik gehabt. So. Dann haben wir unsere CDs mitnehmen oder so. Und irgendwie habe ich so eine CD von Cool gehabt. Also mein erstes Konzert, das ich gesehen habe, war DJ Bobo, weil meine Eltern mich mitgenommen haben. Ja. Und eben, wie der Brian schon gesagt hat, DJ Bobo Legend. Von dem her, ja, das ist fett. Aber was wirklich dann, ich habe irgendwie dann das Gefühl gehabt, das ist eigentlich langweilig. Dann habe ich Cool gehört. Kennst du die Band? Schweizer Punkband, Cool. Nein, aber ich bin auch erst seit 2 Jahren in der Schweiz. Das stimmt. Ja, nein, das ist so eine Schweizer Band, die einfach Schweizer Volkslieder nimmt und Punk-Songs daraus macht. Okay. Das war schon geil, mit dem habe ich angefangen. Und dann ist irgendwann... Ich habe nicht normal angefangen. Ich liebe jetzt zwar Linkin Park, aber ich habe nicht mit Linkin Park angefangen. Dann ist mir so Simple Plan dazugekommen. Ich weiss, das ist glaube vom Uni-Hockey-Training, von den Trainer von dort. Das passt zu so Sport im Sport. Ja, genau. Skateboarding so Simple Plan und so. Ja, genau, Skaten. Genau, ich bin ja so Skateboard-Kid und Snowboard-Kid. Und dann ist so Snowboard und dort kommt die Musik her. Und dann ist Simple Plan und Blink-182 ist so bei uns in der Klasse das gewesen. Man hat sich voll so, ich lasse Simple Plan, ich lasse Blink-182, die haben den besten Schlagzeuger ever. So, ist der Primarschule Metallica versus Megadeth irgendwie. Genau, exakt. Und nachher ist irgendwann der Kollege gekommen und hat das Gefühl, boah, das ist ein Lied, das Simon sicher geil findet. und also, ich erinnere mich, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, weiss ich noch, wie es war. Und dann bin ich dort geguckt und dann kommt einfach so No Control von Bullets from a Valentine. Und ich so, damn! Fuck yes! Alter. Ja, also als Kind habe ich noch nicht damn und fuck yes gesagt. Das habe ich erst mit... Verdammt! Das habe ich erst angefangen, als ich ein Boomer geworden bin. Ja. Nein, und dann war das gewesen. Und dann habe ich auf LimeWire mir Bullet from a Valentine abgeladen. Meinem älteren PC 8 GB AIDS gegeben und... dann erst angefangen Linkin Park zu hören. Also nicht wie alle anderen, die zuerst Linkin Park hören und dann Bullet from a Valentine. Bei mir hat es angefangen mit Bullet from a Valentine. Vor allem No Control ist ein Banger-Song. Er ist nicht auf Spotify. Nein, er ist nicht auf Spotify. Er ist von der EP oder von der Demo. Von Demo sogar? Ja, und ich glaube, wenn No Control los ist, kannst du auch go Jeff Killed John hören und hörst, dass das ein Song von denen ist. Weil so hat Bullet from a Valentine geheißen, bevor sie Bullet from a Valentine geworden sind. Und das ist fucking funny, wenn du auf YouTube Jeff Killed John eingibst, gibt es irgendwie einen Auftritt von dieser Band im britischen TV. Und es ist literally Bullet from a Valentine, wo aber nicht Bullet from a Valentine Songs spielt. Sind Bullet Briten? Ja. What? Also nein, Wales. Aha, Großbritannien, ja. Same, sie sind Großbritannier, aber kein Engländer. Die verstehen kein Schweizerdeutsch, ist ja gleich. Fuck. Funny. Ich habe gemeint, kennst du noch Duffy? So eine Popsängerin. Nein. Die hat das... fuck, wie hat das Song gesungen? Nein, das ist ein anderer. Nein, es ist nicht der Song. Ich muss ihn nachher schnell googlen. Der Song ist fucking lit. Die ist die walisische Sängerin. Ich habe das Gefühl, die sagt aus dem Wallis. Ja. Aha, nicht der Wallis, der andere Wallis. Aus Wales. Ja, so hat es angefangen bei mir. Ich habe immer gemeint, Bullets sind Amerikaner gewesen, irgendwie. Nein, das sind Briten. Sie sind die grösste Metalband aus Großbritannien seit Iron Maiden.
es ist so wie mit Malevolence, ist mir genau das Gleiche passiert. Ich habe gemeint, die sind von den USA und dann so, nein, es sind Briten. Ja, man sind Belgier. Wir sind beide Ja. falsch. Und dann ist irgendwann, wahrscheinlich auch noch eine funny Story, dann ist irgendwann «Wer wird Millionär» gelaufen und dann ist gekommen, von wem ist der Song «Paranoid?» Und ich so, hey, what the fuck? Mhm. Nicht gewusst, was es ist. Also hat das auch nicht gesagt, weil ich hätte auch gar nicht wach sein, Mhm. glaube. Und dann kommt einfach so ein Ausschnitt vom Song «Paranoid» von Black Sabbath und ich so, damn, das ist geil. Und immer noch jetzt, glaube ich, jedes Jahr, wenn Spotify Charts rauskommen, Mhm. was du gelost hast, mein Ah, der Rap. meist geloster Song ist jedes gottverdammte Mal «Paranoid» von Black Paranoid? Sabbath. Ist auch der einzige Song, der je geschrieben worden ist. Ich bin ziemlich spät auf, halt weil wir so Internet-Kiddies sind, ich bin hure spät auf Black Sabbath und gut, Maiden weniger, weil Maiden in Südamerika einfach viel... Maiden habe ich meinem 20. Geburtstag live gesehen. Ja, ich habe die noch nie live Fuck. gesehen. Nein, 19. Der 20. war es CC Top. Mhm. Mhm. Fucking sexy. Aber eben, Black Sabbath, Alter, Junge, Ja. beste Band ever. Ja, sie sind schon Legenden, Mann. Anyway, Ricky, Okay. jetzt, wo wir dich da haben, Aha. frage ich dich mal, wie bist du zum Metal gekommen? Ähnlich eigentlich. Green Day, jetzt angefangen bei mir. Bei mir ist Stimmt, Green Day! Green Day American zusammen, Idiot ist auf MTV gelaufen im Genau. fucking McDonalds in Bülach, voll. wo er noch Flugzeugteile drin hatte. Oh. Das ist ein Flugzeug, das ist der Flughafen McDonalds. Jetzt musst du hören. Ja. Der Flughafen McDonalds ist in Bülach gestanden. Aha. Bülach. Alter, Bülach hat. Ich weiß nicht, ob denen ein Teil vom Flughafen gehört. Ich glaube, dort gehört Ist in wirklich der Nähe? nichts. Es ist nebendran. Aber ich glaube, Stadtgrenze, also auf dem Land von Bülach, Mhm. ist kein Teil vom Flughafen. Weil das wäre Bachen-Bülach. Okay. Aber die haben den Flughafen McDonalds gehabt, mit so Flugzeugsitz Lustig. und so Swiss Air Sachen drin. Nein, das erinnert mich genau an die kleinen Lufthansa-Flugzeuge, die sie früher an den Kindern gegeben haben. Und ich kann immer wieder eine haben. Und ja, sie sind bankrott gegangen oder ein Scheiß, oder? Irgendwie so. Lufthansa? Oder gibt es immer noch? Nein, Swiss Air. Sind Swiss gewesen? Lufthansa gehört jetzt, Swiss gehört jetzt der okay, Lufthansa. ja. Aber eben die kleinen Scheiß-Flugzeuge, die sie an den Kindern gegeben haben, die sind so geil gewesen. Ja, Swiss Air Flüger, ja. Mhm. Das sind Ja, so Zeiten schön. gewesen. Ja. Aber ja, ähnlich. Green Day war es. Ich erinnere mich noch an American Idiot und an den Bullet for a Bible DVD, wo ich beim Kollegen geschaut habe. Dort, wo Bill Joe Armstrong den Arsch zeigt Ja. An den Leuten. Und ich so als keine was bin ich da gewesen? 10 10 oder so. Das ist so cool, ich will auch meinen Arsch an den Leuten zeigen. Und jetzt haben wir einen OnlyFans. Ja, genau. Machen OnlyFans / Metal Servola. Können Sie auch finden. Boah, Junge, einfach so Servola in Alufolie einwickeln und auf OnlyFans laden. Wir machen verschiedene Fotos von dem in verschiedenen Orten. Das können wir machen. Boah, dann machen wir ein Instagram-Profil für den Metal Servola. Machen fix auch ein gratis OnlyFans-Profil machen, nur für das. Sonst Servola in verschiedene Orte zeigen. Wahrscheinlich ist OnlyFans. Logisch ist OnlyFans gerade. Ja, wenn du Geld verdienst, nehme ich mal an, das kannst du dich gratis anmelden. Oder? Ich habe eine Business-Idee. Machen wir, fix. Nein, und was war noch? Eben, Green Day, nachher irgendwann ist eben auch Linkin Park gekommen, aber der Moment war, eben als Kinder, gleich wie in der Schule, ein Kollege kommt und sagt, hey, das könnte dir gefallen. Ist Slipknot gewesen. Oh ja. Wer war es? I push my fingers into my eyes. Ah, Das ist, Dings. Duality. Duality und der Song ist einfach geblieben und so wie, wow, Damn. so hart. Das war bei mir aber etwas gewesen. Es hat ein Video gegeben auf YouTube. Das hat geheißen, ist X-Games Crash Compilation gewesen. Mhm. Und dort ist Tears Don't Fall von Bullet for My Valentine der Soundtrack gewesen. Und es ist so richtig cringe. Aber jedes Mal, wenn ich habe cringe gesagt und ich bin 28. Ja, wir sind Boomers, Alter. Ja, nein, kennst du den Moment, wenn so irgendjemand cool reden Mhm. und du denkst so, Ja, Brütsch, red normal mit mir. Du bist so wie mein Vater, der immer kommt um die Ecke mit so, hey, voll cool, Mann. Ich denke mir so, ich red sogar normal mit jungen Leuten. Chills. Ja, das Problem ist, ich spiele in einer Band mit dem Mike und wegen dem sage ich jetzt «Schieß» die ganze Zeit. «Schieß das, schieß Oh das». mein Gott. Noch keine Ahnung, woher das kommt. Also alle, die nicht wissen, wer der Mike ist. Ja, das kommt Alle, dann die noch. Ja. nicht wissen, wer der Mike ist. Wir verpassen etwas, aber die haben es auch sehr gut. Mhm. Ja. Die Leute werden den Mike kennenlernen, Das Ding ohne ist- ihn kennenzulernen, weil wir haben so viele Storys von Alter, ja, das Ding ist ja, er ist ja Sänger von Whiteout, Yeah. wo im Ricky seine Band ist. Yeah.
Obviously. Für Yeah. alle, die den Ricky kennen. Und ja, sagen wir es mal so. Ich kenne den Mike schon länger, wie es Whiteout gibt. Ja. Weil der Keib hat das Gefühl gehabt, er müsse eine Band gründen. Nein, er müsse als Sänger in eine Band kommen von einem Dude, den ich von der Berufsschule kenne. Und irgendwie hat der Dude mich mal eingeladen an ein Konzert. Und nachher sind wir dort hin und dann hat es einfach geklopft wie Sau. Und seitdem bin ich, ja, ich will das nicht aufdringlich wirken, aber ich glaube schon, wenn Save Your Last Breath müsste ein Inventar machen, müsste es glaube schon einer von mir abscannen. Mhm. Ich glaube schon ein Sowieso. bisschen. Ja. Hey, ich habe schon mal einen Gig für dich als Sänger gemacht. Also, das war der schlimmste Abend von meinem Leben gewesen, aber Ist das der- können wir sonst mal erzählen. Ist der in Kuba gewesen? Nein, in Kuba hatte ich nur mal einen Guest-Slot gehabt. Okay. Dort habe ich nur bei einem Song kurz reingeschrien. Nein, sie haben, der Thierry ist in Mexiko in der Ferien gewesen und sie haben das Angebot bekommen, zum als Abschiedskonzert von irgendeinem Dude. Shit, wie hat die Band geheißen? Vom Gitarrist von Broken Compass. Mhm. Haben sie können spielen. Mhm. Und sie haben das Angebot haben sie bekommen, wo wir in Deutschland waren. Also sie sind in Deutschland, ich bin mit. Ja. Und dann auf dem Highway kommt so der Demi, ein Gitarrist von ihnen, also so ein bisschen der Kopf von der Band, so «Hey Silvan, so, du kannst doch screamen.» Und so, «Ja, wieso?» Und er so «Hättest du Bock?» Und ich so 2 Sekunden überlegt, ja gesagt, ihn angeschaut, ja gesagt, Panik gehabt für 2 Wochen und dann der Gig gemacht. Das war wirklich schlimm, gewesen, aber geil. Und ja, das ist jetzt, darum kenne ich den Mike ein bisschen, weil der ist 3 Jahre Sänger von der Band gewesen, oder 2. Nein, 3. Das ist schon 3 lange Jahre. Zeit im Fall. Er ist recht lang Du gewesen. kennst ihn länger als ich im Fall, ja. Ja, aber mehr einfach länger, nicht besser. Du, ich kenne ihn so gut, ich habe erst beim «Wer blasset was» Podcast herausgefunden, dass er Brasilianer ist. Dude, er ist fix nicht Brasilianer. Kannst du mir sagen, was das ist? Ey. Ich bin immer noch der Meinung, jetzt Verschwörungstheorie. Achtung. Okay, ja. Ich hab, meine Meinung ist, der Mike ist so einer. Der Mike ist wesentlich smarter, wie er aussieht. Der Mike ist wahrscheinlich so hyperintelligent, dass ihm langweilig ist. Und darum hat er wahrscheinlich für jede Person, ich glaube nämlich, der Mike hat für jede Person, die er kennt, eine Person abbauen, wo er dann spielt, wenn er mit dir interagiert. Das ist wirklich so, ja. Es könnte so sein, weil ich glaube nämlich, der Mike hat keinen Charakter. Er ist so ein Charakter. Er ist einfach ein Charakter. Nein, aber der Mike hat vielleicht einen Charakter, aber nur er kennt ihn. Weil für jede Person, die er interagiert damit, hat er wie so einen... Er ist ein Showman. Er hat für jede Person, die er damit interagiert, einen eigenen Charakter bauen, den er dann spielt, während er mit dieser Person interagiert. Es ist amigs recht lustig, wenn du mit ihm hängst und dann kommt jemand anders und dann schnurrt er mit dir und dann schnurrt er mit dem und dann denkst du so... Aha. The fuck is happening right now? Ja, und von dem her, entweder ist der Mike ein Lizard People oder vom Elon Musk erschaffen. Voll. Aber der Mike ist nicht... Der Mike kann keine reale Person sein. Oder Mike ist Hillary Clinton einfach bekleidet. Er ist wesentlich mehr sexy als Hillary Clinton. Ja. Ja, Maybe. Wer weiß. Stehst du auf Mills? Schau, letztens hat der Kollege zu mir gesagt, weißt du, ich würde schon eine Gilf ficken, wenn sie heiß wäre. Und ich so, Bro, wenn es eine Gilf ist, findest du sie ja heiß. Sonst würde ja Grandmother I'd like to fuck nicht funktionieren, du dumme Sau. So, eine Gilf ist immer im Rahmen vom Bumsbaren. Ja, ist eigentlich schon. Ja. Also solange sie Ilf heisst, ist ja egal was. Ilf implementiert ja, dass es Bums... Impliziert, nicht implementiert. Milf impliziert, dass es bumsbar ist. Es ist so lustig, wie Milf einfach von American Pie gestartet worden ist. Und es ist einfach jetzt... Wahrscheinlich im Duden. Boah, ja. Voll. Das ist nicht so... Aber ey... American Pie, dort hast so gute Musik gehabt. Boah, ja. Sogar, ist das nicht auch Simple Plan Blink dort gewesen? Simple Plan Blink, Sum 41. Junge, sorry, Sum 41. Kannst du mir wirklich sagen, ich mache jetzt ein Glas auf, Alter. Achtung. Du kannst mir sagen, was du willst. Es gibt sehr viele gute Pop-Punk-Bands. Aber Sum 41 ist die beste. Ist Fettlieb von denen, oder? Ja. Das letzte Mal waren wir im Radio am Hören, nicht im Radio, im Auto am Hören. Und ich bin mit meiner Freundin und meinem Bruder gewesen, und es ist ein Song gelaufen. Ich habe gemeint, es ist Blink. Meine Freundin hat gemeint, es ist Simple Plan. Und mein Bruder Sum 41. Und ich meine, all die jetzt, wo wir so viel Metal hören, irgendwie steht alles irgendwie gleich. Ja, wobei eben, das ist das Ding, Sum 41 ist so underrated. Alle haben immer das Gefühl, sie vergessen immer Sum 41, es sind immer Blink 182.
Simple Plan, Mhm. All Time Low. Aber damals ist Sum 41 wirklich so wie der Head. Ja, Ding, aber fucking. Nein, sie sind es eben nie gewesen. Sind es nicht? Aber sie sind meiner Meinung nach die solidste fucking Band von denen. Nein, Simple Plan ist auch sehr stabil, die sind auch gut dabei. Aber Sum 41 ist vor allem, jetzt kommt's, Sum 41 ist die beste Band von all denen. Weißt du wieso? Sum 41 ist keine Pop-Punk-Band. Nicht? Sum 41 ist eine Fresh-Metal-Band. Ohne Scheiß. Boy! Nein. Boy! Haben sie angefangen als Fresh? Nein. Sie sind einfach eine Fresh-Metal-Band. Weil Okay. das Album Chuck, Mhm. der Song, shit, wie heißt er jetzt? We're All to Blame. Ja, kann ich nicht. Dude, das ist fucking Fresh Metal. Das Album ist ein Fresh Metal Album. Plus, ich habe ein YouTube-Video gesehen. Das müsst ihr jetzt alle schauen. Links in the description. Links in der Description. Nein, ich gehe einfach auf, ich finde ich gehe auf YouTube und gebe die Sum 41 Metallica Cover. Und nachher hast du ein Video, das 10 Minuten geht, wo heisst. Wenn es ist interessant, Master of Puppets ist doch der. Ist nicht der Black Album? Aha, ja, das ist Master of Puppets. Dann heißt das Lied Sum 41 Masters of Puppets Metallica Cover. Damn. Und die Kommentare sind alle der gleich. Nämlich: I came here to see these punks fail play Metallica song. Fuck me, they played it better than Metallica ever did. Damn. Junge, das ist tight. Es ist mal Metallica mit einem guten Schlagzeuger. Die sind tighter als die Spieler. Ohne Scheiß, die sicher spielen es tighter, als Metallica jemals gespielt hat. Der Sänger dürfte jeden Kopf verdammt die Ton den Huren fett. Ohne das musst du gewinnen. Das ist richtig der Shit. Und jetzt haben wir die Hälfte der Metal-Fans verloren. Ist mir scheiße. Haben wir nicht. Haben wir nur, wenn es verfickte Poser sind. Wenn jetzt die alle, die jetzt da zulassen und sagen, die haben scheiß Kutten und die haben Wacken-Patches und die haben Trinkhörner und nein, die hören nicht Metallica, die hören Damon Albarn. Nein. Wer hört denn Metallica? Leute mit Anzug und Bürotaschen. So. Ja, die gleichen, die ACDC hören. Gucci-Shorts, Sandalen. Ja, einfach so Leute, die in Zürich an der Bahnhofstrasse arbeiten, oder? Oder die in der Schule einfach so Jocks sind und jetzt finden sie, ja, ich finde trotzdem Metal geil. Ja, so. Aber ich weiss, wer Metallica hört. Alle, die jemals einen Kommentar geschrieben haben, komm zu Brasil! Hey, ja, voll. Ich weiss nicht, ich bin irgendwie keine Ahnung. Nein, aber eben, jetzt, wenn die das alle würden schauen und es wirklich keine Poser sind, müssen sie akzeptieren, dass Sum 41 eine verfickt gute Band ist. Ja, einfach ernst sein und sagen einfach, wenn etwas gut ist, dann tun sie gut. Und nicht irgendwie nachher irgendwie finden, sagen, ist nicht Teil von meiner Tribe und dann muss ich sagen, es ist kacke. Ja. Also ich habe letztens einen neuen Künstler gefunden. Sie heisst Jennifer Acorn. Acorn? Ich weiß nicht, ich muss schnell schauen. Das ist dann so wie eine Sängerin, die Christmas Music macht. Ja, aber sie tönt so wie Paramore, wo ich als 15-jähriges Gefühl kann, ist geil. Aha. Sie ist gleich alt wie mir, sie ist 94er-Jahrgang. Ah, cool. Du bist auch 94, Ja, gell? ja. Ja, wir sind alte Männer. Ja, ein bisschen alte Sie heisst Männer. Taylor Acorn, sorry. Taylor Acorn. Und sie macht richtig stabilen Pop-Punk. Okay, oh shit. Ja, das ist geil. Ja, Popcorn ist irgendwie auch in der Trap-Welt irgendwie auch an mich gekommen. Ich Ja, meine, aber- mega viele Trap-Artists, so junge, also jünger als wir. Ja, die 20-Jährigen. Genau. Oder wie der Post Malone, Alter, wo er einfach das Gefühl hat, er müsse... Aber der Hey, wir haben Post, uns immer noch nicht wirklich vorgestellt. voll, aber der Post ist immer ein Metalcore-Dude Ja, aber, vorher. aber eben, ich muss sagen, ja, der Post Malone hat in einer Band gespielt, die haben tourt und haben erst gegen Alexandria Covers gespielt. Er hat ja, aber er hat sich bei Crown the Empire, glaube ich, beworben. Ja, Ich weiß nicht, stimmt. ob er gespielt hat, aber beworben hat er sich. Ja. Aber ja, du musst dir mal vorstellen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das machen wir, Voll. dann in der richtigen Episode. Voll. Nicht Aber im Pilot. ich tue mich mal, dass wir Metal weitermachen. Aber wir können einfach mal schnell kurz abrappen, einfach, dass wir es gemacht haben. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben eigentlich nur gesagt, wie wir heißen und wie wir zum Metal gekommen sind. Voll. Wir sind Ich glaube, ich habe gesagt, dass du bei Whiteout spielst. Und du spielst bei Versus, hast du mal gesagt. I don't know. Okay. Silvan spielt bei Versus. Liebe Leute. Und haben wir uns kennengelernt, dort, wo ihr bei mir aufgenommen habt? Oder haben wir uns vorher schon Ich glaube, kennengelernt? wir haben das vorher schon gekannt. Also wir Wahrscheinlich. zwei auf jeden Fall. Ja, eben. Ja, du bist bei Whiteout gewesen. Ja. Und- Aber wir haben zusammen gespielt, eben. Ja, wir haben schon. Ja, stimmt. Wann haben wir zusammen gespielt? Der Shroudridge Booking war im Werk 21, glaube ich. Also vor 1000 Jahren. Im Werk 21? 2019? Früher, glaube ich. Maybe. Ich glaube, wir haben schon mal zusammen gespielt, aber nicht im 19. Ich glaube, es war sogar vorher. Gewesen. Boah, ich weiß aber nicht. Im 9. Ich habe glaube.
3-mal. Nein, ich habe schon mehr gespielt dort. Also das weiss ich, dass wir zusammen gespielt haben an unserer Plattentafel. Das sowieso, aber vorher haben wir schon mal zusammen gespielt, glaube ich. Das kann sein. Mhm. Maybe. Aber ja, du Rap. Das kann sein, ist ja egal. Also, Ähm, wir spielen in der Band, wir sind Metalheads, die auch mal Pop-Punk gehört ja, haben. wir sind Metalheads, wir sind absolut keine Metalheads, Bro. Wir sind einfach, wir hören Metal. Wir hören, Schau mich an, ich habe einen Adidas Longsleeve an. wir hören viel Metal. Ja, wir hören schon Metal, aber ich würde mich jetzt nicht als Metalhead Bruder, definieren. du kommst mir Black Metal Bands empfehlen. Ich meine, was? Wie schnell Metal? Ja, das ist so. Das haben alle immer... Ja, gut, fair, okay. Wir sind Metal Lizards, sagen wir Wir so. sind einfach cool Kids, die Metal hören. Ja, Mann. Okay, wir hören Metal, wir können keine cool Kids sein. Nein, nicht mehr. Wir sind nicht mehr Kids. Fuck, Ja. Alter. Jetzt sind wir, gut, jetzt bin ich fett und alt. Wir sind, du bist wir schlank sind und offiziell, alt. wir sind offiziell ein Jahr zu alt zum Jungsterben. Ja. Eben, ja, genau. Ja, jetzt sind wir nicht mehr Ja. Club Wir 27. sind zu alt zum Jungsterben. Voll. Aber eben, machen wir ein bisschen Wrap-up. Ja. Ja, wir haben uns kurz ein bisschen vorgestellt. Wir spielen beide Metal, haben auch sehr viele Sie. unterschiedliche Interessen und wir gehen sehr oft off-topic. Also, wenn ihr in einen Podcast reinhören wollt, wo zwei ADHD-Dudes schnurren und einfach den Punkt verlieren. Ja. Welcome! Ja gut, aber wieso fest verlieren wir den Punkt nicht? Wir reden einfach. Ich finde, ja, das Ja. Gespräch muss nicht immer... Also, das Gespräch muss nicht wo über... Ich meine, das Gespräch darf sich ja auch natürlich entwickeln. Voll. Und das Gespräch, das angefangen hat mit Sum 41 ist ein Pop-Punk, ist keine Pop-Punk-Band, sondern eine Fresh-Metal-Band, darf dann gerne enden bei ich habe da die neue Artist gefunden, die Pop-Punk macht. Das ist ja Voll. eigentlich gar nicht so off-topic. Es ist Aber- nur so über 14 Nein, Umwege dorthin. Das sind die Diskussionen und die Gespräche, die ich liebe. Im Fall. Und das sind auch der Grund, wieso ich Podcast höre. Stimmt, das ist eben das Ding. Das wissen die gar nicht. Der Ricky hat mir den ganzen Podcast pitcht, indem er eine 8-minütige Elevator-Pitch gemacht hat. Was Ja. kein Elevator-Pitch kann sein, weil kein Lift fährt 8 Minuten. Nicht mal der, wo ich in Japan dort auf der Skytree rauf bin, ist 8 Minuten gefahren. Der war auch mit 2 da oben gewesen, auf diesen 600 Meter. Ja, aber das Ding ist, er hat das so gemacht, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und er Cheers. kennt mich ein bisschen. Von dem her hat er gewusst, dass ich auch nicht wird Nein sagen. Ich- Was mache ich alles? Ich habe eine Nu-Metal-Band, ich habe eine Punk-Band, Mhm. ich habe einen Job, ich habe jetzt Studium abgeschlossen. das Studium abgeschlossen, währenddem ich gleichzeitig noch Snowboarder gemountainbiked habe. Ich schreibe für rocknews.ch Stimmt, ganz gut abchecken. und habe irgendwie nebenbei sonst noch ein Privatleben. Voll. Also ich kann nicht Nein sagen. Ja, mir geht es auch ähnlich im Fall. Job, Studium, 2 Bands. Produzieren, wenn es mal Aufträge reinkommen. Stimmt, du produzierst ja noch. Ja, Ach, voll. darum kennen wir uns so gut. Genau, Ja. das ist es ja. Wir kennen uns so gut, weil meine Band Eversis beim Ricky, beim Papa Ricky, ist aufnehmen. Weil wir haben ja schon 2 Demos, 2 EPs rausgehauen, die wir komplett selber produziert haben. Machen wir Self-Promotion, das ist eine gute Idee. Die wir aus dem Spotify genommen haben, weil sie einfach wirklich so grottenschlecht sind. Haben die rausgenommen? Ja, die ersten 2 EPs haben wir rausgenommen, einfach aus dem Grund, wenn wir uns jetzt irgendwo bewerben. Ein Rebranding. Nein, nicht unbedingt das Rebranding, aber mehr so, wenn dann irgendjemand kommt und so das Gefühl hat, ja, ihr habt 15 Songs. Mhm. 5 sind wirklich geil, aber 10 tönen einfach nicht gut. Nicht einmal vom Songwriting her, sondern einfach, wie sie aufgenommen und produziert worden sind. Ich habe mir überlegt, ein Remaster zu machen von denen. Ja, das bringt nichts. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich finde, die Lieder sind auch mittlerweile nicht mehr. Du hast ja mittlerweile gesagt, wir haben unseren Sound gefunden. Mhm. Ja. Das war, nachdem wir die Songs geschrieben haben. Voll, liebe Leute, der Podcast hat vor einer Stunde, bevor wir angefangen, als wir draußen Ziegenbrauch waren und Bier am Trinken waren. Und das habe ich gefunden, gehen wir schnell ein Mikrofon holen, weil ich meine, sonst, eben, Genau. das, Ja. was wir jetzt machen wir sonst, wenn wir Bier trinken und schnurren. Obwohl wir sind ein bisschen gemeiner und jetzt versuchen wir ein bisschen netter zu sein. Ja, voll. Vorher hätte ich nicht so positiv von Safer. Nein, ich liebe Safer als Brav. Sie machen richtig geile Musik. Jetzt ist nicht der Ricky, Alter. Der Rico ist wieder zurück. Mhm. Und ich muss sagen, der Mike ist wirklich, ich habe wirklich sehr lange das Gefühl, dass der Mike der beste Metalcore-Sänger der Schweiz ist. Mhm. Dann war kurzzeitig mal der Dave von Amongst Pariahs rum. Oh, der Dave. Der ist her. Deli hat der Vocals gehabt.
Heilige Scheiße. Nubia, Alter. Nubia hat er ja auch mitgemacht. Nubia, oder? ja. Und, aber Das, ja, das ist schon schade aber ich, gefunden. Im ja, Fall. ja. Aber gut, ich meine, Aargauer Metalcore-Bands gibt es die kommen und gehen wie Sonne Ja, Meer. ja, ja. Die kommen und gehen wie die Tide. Das Von denen stimmt. gibt's. Ohne Scheiß. Ich meine, das tönt jetzt asozialer, wenn ich es meine, aber Alles mit Respekt und Liebe. das Ding ist, es hat etwa 15 Aargauer, Badener Metalcore, Hardcore-Bands gegeben. 15 Bands, die aus den gleichen 15 Leuten bestanden haben. Oh, stimmt, ja. Jetzt sind wir halt Nachbarn von den Bands. Jetzt. Stimmt, jetzt müssen wir aufpassen, Ja, sonst voll. können wir uns gehauen. Eben, genau, Wir sind ja exiled, Alter. Wir sind ex-Zürich und jetzt sind Was wir noch im was sagen deine Kollegen so? Weil der Mike von Swas, der jetzt bei... wo spielt er? Anthem for a Dying Day? Oder? Day spielt der Bass, ja. Genau, der spielt der Bass. Der wohnt ja auch 100 Meter Ja. in die Richtung, die ich jetzt gerade zeige. Voll. Und wir sind letztes Jahr das Paleface-Konzert in Liss gefahren. Sind die Lies gegangen? Ja. Shit. Der Janik hat einfach, ich also, er mit dem Parkway Drive, hure spontan, am Parkway Drive Konzert so, hey, ich gehe am Sonntag auf Liss, kommst du auch mit? Ich so, was ist das? Er so, ja, Paleface. Ich so, ja, sick, Alter, komm. Schreibt er mir so am Sonntag so, ey, hast du schon was Ticket? Ich so, nein. Also, ja, ist gut, ich schreibe dem Janik. Und ich so, hä? Wieso schreibst du jetzt dem Janik? Und er so, ja, hure Double, Alter. Ich so, aha, ja, okay, ich schreibe dem Janik wegen dem. Dann kommt so, ey, du musst kein Ticket kaufen, ist gut, der Janik hat das gestern lustig genommen. Geil. Hure geil. Janik ist auch ein fucking MVP. Ja, der Janik. Ja, das ist Der Janik das von Liebe. Paleface ist ein gottverdammter MVP. Ja. Der ist so, weißt du, wie ich den kennengelernt habe? Ah. Funny Story. Wir sind am Imperican Festival in Zürich. Aha. Butch und ich schon hackevoll. Butch Ja. ist der Sänger von Versus. Voll. Wir sind dort gewesen und dann, ja, wir haben so die Tradition, dass wir einfach, also Tradition, es tönt so, als ob wir so Urschweizer wären. Auf jeden Fall, wir sind einfach immer hackevoll am Imperican Festival. Wir kommen schon hackevoll dort an, weil wir am Bahnhof einfach so ein Tennis stürzen die. Dann sind wir nicht an und der Butch nicht so hart am Saufen, so irgendeine Band, ich glaube Bury Tomorrow hat gespielt und wir so einen Schnupf am Nehmen. Dann kommt einfach einer, kommt uns so von hinten und so, hey Jungs, ihr seid doch die von Vertis. Und ich so, hä, what the fuck, Bro? Und er so, ja, hey, wir spielen nächste zusammen. Und ich so, du bist von was? Also Sacrifice wie von Sacrifice with Scythe. Scythe oder Skype? Ich weiß es Scythe. nicht. Ich glaube, es ist Scythe. Nein, ich glaube eben auch, ich habe es auch immer gemeint, aber es ist, glaube ich, gleich Skype. Ja, ich glaube, die Jungs nicht. Es ist Scythe. Ja, ist egal. Sacrifice with einfach was. Ja. Und dann er so, boah, geil, Alter, schnupfen wir eins. Weil wir haben gerade so einen Schnupf ausgepackt. Ja. Haben einfach mit dem Janik geschnupft. Und das ist, glaube ich, im Imperican Festival 2000. Das erste Imperican Festival in Zürich war. Okay. Ich weiß nicht, wann das war. Er hat Polar gespielt und Bury Tomorrow. Und... Nein, Polar hat er nicht gespielt. Ich habe ein Polar-Shirt an und der Gitarrist von Bury Tomorrow hat mir gesagt, ich hätte ein geiles Shirt an. Geil. So ist das gelaufen. Ja, seitdem kenne ich den Janik. Und er ist ein MVP. Ist nicht der, der Whitechapel gespielt hat, oder? Nein, aber Dings, Motionless in White. Nein, wie heisst es? Die mit der farbigen Gitarre. Die Artist Murder oder so. Boah, ich weiß nicht mal mehr, wer Headliner war. Warte, ja, weiß ich nicht mehr. Hey, auf jeden Fall, das Problem am Imperican Festival ist eben, meistens sind Bands gar nicht so geil. Mhm. Also ich persönlich kann nicht so viel damit anfangen, es sind schon geile Gibt's Bands. immer noch? Ja, sie ist wieder. Ist wieder? Ghost Inside ist Headliner. Oh, fuck, wann? Keine Ahnung, aber wir sind dort und betrunken in dem Fall. Okay. Ja, das war geil gewesen. Darum, der Janik ist MVP, der ist seitdem einfach ein richtig geiler Sieg. Hat sich, Ja, das ist jetzt, wo Paleface abgeht. Ich feiere seinen Erfolg so im Fall. Ja, vor allem, Ja. er ist auch nicht irgendwie, er hat ja nicht das Gefühl, er sagt etwas Besseres. Mhm. Ja, voll. Wie es viele Leute gibt, die in viel weniger erfolgreichen Bands spielen, Ja. die viel mehr das Gefühl haben, sie sind etwas erfolgreich, sie sind etwas Wichtigeres wie ich Ja, und der voll, Ricky voll. und irgendjemand. Und eben, ich meine, Paleface ist schon so eine spannende Geschichte. Wir müssen vielleicht mal eine ganze Stimmt, Episode. Die sind ja bei dir recorden. Nein. Nicht? Paleface nicht. Swas sind bei mir gewesen. Ah, Swas sind die stimmt. erste Band gewesen, die ich aufgenommen habe. Und der Janik ist der erste Dude, den ich aufgenommen habe. Und ich habe mit ihm auch 2 Nick-EPs gemacht. Stimmt, die sind auch geil gewesen. Alter, Ja. ich bin mal an der Plattentafel von ihm in seiner Band gewesen. Junge, bin ich dort betrunken. Ich sollte nicht saufen. Ey, wir sind so hackevoll gewesen, der Kollege und ich. Dort habe ich sogar noch eine alte Schulkollegin getroffen. Geil. Die habe ich schon hure lange nicht mehr gesehen. Und ich habe sie in der Schule, hat sie blonde Haare gehabt und keine Tattoos. Mhm. Und dann sind wir in den Zug gestiegen und dann ist mir eine so aufgefallen und ich so, hey, irgendwie kommt mir die bekannt vor, ich weiß nicht woher. I don't know. So, kennst du das, wenn du Leute anschaust und denkst, Ja. ich kenne dich, don't know why. Aha.
Und dann ist sie umgestiegen. Und wir sind umgestiegen, sie ist dort auch umgestiegen. Und das war ein Uster. Und das ist von Bülach auf Uster ein hure komischer Weg. Und nachher sind wir dort als Konzert angelatscht. Nachher kommt sie einfach so, hey Silvan, du bist. Ich so, oh shit, jetzt weiss ich, wer du bist. Ich habe sie nicht mehr erkannt, weil sie hat schwarze Haare gehabt und einen kompletten Sleeve. Damn, okay. Ja, und ich habe halt nicht gewusst, dass sie ein komplettes Sleeve hat und schwarze Haare. Das ist jetzt 180 Switch, Alter. Ja, nein, nicht. Eigentlich so ein 180 Switch ist es nicht. Es war halt einfach so 16 in der Säcke. Auf jeden Fall, das war fucking funny. Wir waren so hackevoll. Ja. Komplett nicht in Ordnung das Ganze. Die haben den Gin Tonics gemischt. Ja. Ich kann leider nicht gehen, aber die haben Gin Tonics gemischt. Der hat das Glas angestellt, so Eiswürfel, der Gin drin gemischt. Und schaut mich so an und ich so. Also. Fühlt so und ich schaute mich wieder so an und ich so. Also das sind mindestens 50-50 Mischungen jedes Mal. Oh shit. Aber das war ja im Zürich Oberland, oder? Ja, in Uster. In Uster, ja. Also ich habe ein Jugendhaus. Ja, geil. In einem Jugendhaus. Das war komplett Insanity. Ja, geil, Alter. Ja, aber Nick ist cool. Ich muss pissen. Ja, aber wir können ja kurz. Machen wir Pause. Cut! Ich glaube, wir können jetzt 2 Episoden machen. Also, we shall be right back. Jawohl. Okay, ich mache jetzt kurz meine Erzählerstimme. Okay. Und Ricky macht eine Pisspause, während wir hier weiter Bier trinken. Yes. And we're back! Alter, ich kann... Boah, ich kenne den noch Fresh Dumbledore. Hey, der Bella... Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back! Das kennt der Ricky nicht. Das ist schade, weil der Ricky ist einer von diesen Dudes, der geschrieben hat, komm to Brasil! Abgesehen davon, dass er nicht in Brasil war, sondern irgendwo anders. Aber ist ja gleich, weil wir als 10-jährige Kids in der Primarschule haben Harry Potter und einen Stein geschaut. Wir haben etwas Ähnliches gehabt. Aber heisst, du kennst Harry Potter und einen Stein? Nein, aber wir haben Harry, el sucio Potter. Harry, the Dirty Potter. Geil, Alter! Das ist El Bananero, heisst er. Ist ein Dude, der so YouTube-Videos gemacht hat. Aber dort, wo YouTubers kein Geld gemacht haben. Ja, Cold Mirror. Der ist der Größte. Es ist eine Legende in Südamerika. Der wohnt in Miami. Also Cold Mirror auch. Die hat Harry Potter und einen Stein gemacht. Ja. Dann Harry Potter und die geheime Pornokammer. Aber genau so das Zeug haben wir geschaut. Der Shit. Und dann, was war es? Das 3 hat sie nicht gemacht. Dann Harry Potter und der Plastikpokal. Ja, wir haben Harry Potter in the Gas Chamber gehabt. Bro, Alter, also. wir haben mal Cards Against Humanity gespielt. Uff, das ist... Und nachher ist gekommen... Ich hatte Gönnerkarte gehabt. Es hat sich keiner lustig gefunden, weil es ist online. Wir haben mit der Versis mal Cards Against Humanity online gespielt. Online? Ja, wir haben das Game nicht gehabt. Dann haben wir es mit so Ausländern. Also mit so Ausländer. Wie hast du gewusst, ob sie gelacht haben? Ja, du hast dann eben quasi einfach abstimmen. Und ich habe sie gerührt und dann in dem Moment, wo ich sie gerührt habe, habe ich gemerkt, es sind Amerikaner, die finden das nicht lustig. Weil ich hatte Harry Potter und in meiner Hand war The Chamber of Auschwitz. Sorry, dann könnt ihr sicher jedes Mal. Außer bei den Amis, die so. Nein, was wie sagen die Amis? Mates sind Amis. Mates sind Australien. Mais. Ich muss mich in eine amerikanische Hockeytrainer in die Schweiz versetzen. Wir haben die Powerplay gut gemacht. Wir haben die Offseason gewonnen. Und ja, the Chamber of Auschwitz is just not funny. Ja, das Problem mit Cards Against Humanity ist, je länger es geht, desto mehr desensibilisiert. Wie sagst du das? Ja, das stimmt, das ist korrekt. Desensibilisiert bist und es ist einfach schwierig nachher, wenn alle Dark Jokes gesehen haben, dann musst du halt die Expansions holen. Dann musst du Big Black Dick und Bigger Blacker Dick holen. Das sind die Expansions. Ich habe die nicht geholt. Wir haben das mal mit jemandem gespielt, der gar keinen schwarzen Humor versteht. Leck, Bobby, die hat es nicht lustig gefunden. Mir ist genau das Gleiche passiert und holy herrlich shit, Alter. Alle an meinen Scheiten und sie ist nur hässig geworden. Same. Und wir einfach nur so, Hitler, jawohl. Yeah. Anyway, du hast irgendetwas anfangen zu reden, bevor ich da voll gescheitert habe. Bella hat mir den Psalm 41 gezeigt, wo sie Master of Puppets
gespielt haben und nachher der Song We're All to Blame. Und Alter, sind die heavy. Ich kann nicht, dass sie so heavy Musik gemacht haben. Ja, das ist eben das Album, das niemand kennt. Niemand kennt das Album Chuck. Alle kennen All Killer, No Filler, weil das Album ist All Killer, No Filler. Ich habe etwa 10 Jahre gebraucht, um den Witz zu checken. Weil auf dem Album hat es keinen Filler-Track. Wirklich? Jeder Track ist ein fucking Hit. Krass. Kannst vom Umi unterschreiben lassen. Umi-Hit. Junge, ein Podcast. Ein Dings. Ein Dings? Eine Rubrik in diesem Podcast. Was Dings? Umis Hit. Der Umi ist ja. Wenn der Umi für etwas bekannt ist, ist es dafür, dass sein privater Instagram-Account ein Influencer-Account EFZ ist und dass der Umi immer Hit sagt. Der Umi ist der Gandalf Weisse. Der Gandalf der Weisse von der Metal-Szene. Sind wir ehrlich, müssen wir niemandem erklären, wer der Umi ist. Ganz ehrlich, ja, stimmt. Jeder kennt den Umi. Alle kennen den Umi. Jeden Abend an einem anderen Konzert. Der Umi ist einfach. Schlaft er überhaupt? Der Umi schlaft. Ich glaube es nicht, nein. Ich habe ihn geholfen zügeln, er hat ein Bett, aber ich glaube nicht, dass er schlaft. Es hat immer noch neu ausgesehen nach 10 Jahren. Ich weiß nicht. Er hat ein Bett gehabt, aber ich glaube, er braucht es nicht. Und für alle, die jetzt den Joke noch checken, der Umi ist der Gitarrist von Lotrify. Wo auch eine sehr fucking sicke Band ist. Eine von den Schweizer Bands, die mal am Wacken Open Air gespielt hat. Oh stimmt, die haben den Battle of Bands gewonnen. Die haben das fucking Metal Battle gewonnen und am Wacken Open Air gespielt. Du kannst das, glaube ich, sogar auf YouTube schauen. Okay. Ich glaube, die sind sogar dort. Geil. Es ist fucking sick. Ja, sie macht... Ey, Alter, das neue Album ist ja richtig heftig. Aha. Ich weiss ja, die haben mit Save Last Breath vor etwa so 10, 12 Jahren mal gespielt. Ich habe mit denen zusammengespielt vor 10 Jahren im Fall. Du auch, ja. Ja, ich habe mit Atropas mit denen zusammengespielt. Stimmt, du mit Atropas? Ich mit Atropas, mit Logify und Comaniac. Boah. Ja, das war eine geile Show. Wir haben in Planet 5 gespielt. Heftig. Voll, das war eine lustige Show. Geil. Alter. Ja, Atropas, Save Last Breath, Ding, das ist krass. Wir sind schon Dinosaurier, Mann. Ich habe mir letztes Mal überlegt, es ist ein Wunder, dass es eine Versus noch gibt. Du, wir haben nächstes Jahr ein 10-Jährige. 10-Jährige? Sogar? Machen die fette Party. Weißt du, wie viele Metal-Bands haben wir überlebt? Ja, wir haben das überlegt, aus Scheiß einfach eine Show im Ebri zu spielen. Weil einfach jede Schweizer Band immer im Ebri spielt. Also jede Zürcher Band auf jeden Fall. Dann weißt du, ganz 10-Jährige einfach im Ebri zu spielen. Wie sagst du auf Deutsch a Rite of Passage? A Rite of Passage. Ich weiss, dass es etwas gibt auf Deutsch, aber es fällt mir gerade nicht ein. Ja, es ist so eine Redewendung, die einfach nur um Englisch kann im Fall. Okay, I will Google this for you. Auf Spanisch gibt es auch nicht wirklich ein Wort dafür. Es ist Ride, also wie Ride geschrieben oder wie? Rite, R-I-T. Genau, das habe ich gedacht. Of Passage. Ist so wie... fuck. Ich kann es nicht erklären. Es ist ein Übergangsritual. Übergangsritual! Das ist die Übersetzung, aber es passt mir nicht. Das gefällt mir nicht ganz. Es ist nicht Hast du mal Übergangsritual gesagt? Ja, schon öfters. Wirklich? Es ist so wie ein Schritt ins Erwachsenenalter. Es ist ein Initiierungsprozess. Ja. Es ist ein Erwachsenwerden. Es ist einfach etwas, was jede gottverdammte Schweizer Metalband zu tun hat. Also wenn du eine Metalband bist und hast noch nicht im Ewig gespielt... Dann bist du keine gottverdammte Metalband. Voll. Sagt der Dude, der vorhin schon gesagt hat, dass Sum 41 eine Fresh Metal Band ist. Ich weiss nicht, ob er mir glauben kann, was Metal angeht. Du spielst jetzt am Samstag im Ebri. Also. Warte schnell. Ich meine, wir zwei wissen es ja. Ha? Ich bin ja Mitglied von einer Fresh Metal Band. Stimmt. Aber das ist kein da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen darüber. Voll. Aber ja. By the way, Fresh Metal Band. Gehen wir Josh seine Band schauen. Bei Exhortation, oder? Ja. Wann spielt ihr? Dann, wenn Itchy spielt, aber ich kann go Exhortation schauen. Wer spielt? Itchy. Wer ist Itchy? Kennst du Itchy Poops Kid nicht? Nein. Das kommt davon, wenn man nicht im deutschsprachigen Raum aufgewachsen ist. Ja. Dafür, wenn es Ska bekommt, Alter, fix dabei, Alter. Geil. Nein, ja, das Itchy ist so ein bisschen Ska für deutschsprachige. Okay. Ja, Ska ist sehr gross in Deutschland. Ja, Ska ist riesig, Alter. Nein, Itchy ist einfach eine Deutschpunk-Band, wo gar nie Deutschpunk gemacht haben, die einen englischen Text gehabt. Sie sind einfach eine deutsche Punk-Band. Lustig. Deutsche Pop-Punk. Also Pop-Punk ist es auch nicht, weil Pop-Punk wird jetzt ja mit so Machine Gun Kelly, Blink-182, Avril Lavigne und so zusammengeführt. Weil wenn du poppige Punk machst, ist es eben nicht Pop-Punk. Pop-Punk ist ja das Genre in sich. Pop-Punk ist so all-time-low. Ja, schon. Aber es ist so, wenn du Metalcore sagst. Oder? Ich meine, du hast so verschiedene Bands in diesem Bereich. Deathcore mittlerweile auch. Du hast die blank Metal Deathcore machen. So viele Scheiß im Metalcore-Bereich. Ja. Das gehen wir jetzt nicht ein.
Die Liste von, was ich habe es im Podcast von Brian und dem Josh gesagt. Mhm. Metalcore ist die beste Musikrichtung Mhm. und gleichzeitig die schlechteste Ja. Musikrichtung. Ja, jeder und seine Es gibt Großmutter so- spielt in einer Metalcore-Band. Dude, vor allem jede Metalcore-Band tönt wie fucking Bring Me the Horizon und Architects. Ja, Ich habe gestern herausgefunden, dass der Song, wie heißt er? Deepfake Deepfake. von Architects. Ist der neu? Ja, ist vom neuen Album. Ah. Hat mein Schlagzeuger von der Punkband das Gefühl gehabt, ja, ist schon ein geiler Song, aber es ist halt einfach Impermanence. Und das Ding ist, die Melodie vom Refrain ist nicht 1:1 gleich, du kannst sie nicht mitsingen, aber du hörst es raus. Und dann hat irgendjemand gesagt so, ja, aber ist ja okay, wenn Architects einen Sich selber Song, ripped off. ist ja okay, wenn Architects einen Architects Rip-Off macht. Und ich habe das Gefühl, es gibt schon genug Bands, wo Architects Rip-Off sind. Da muss nicht Architects auch nur eine Architects Rip-Off-Band sein. Wage War. Boah, ja. Wir könnten mal eine ganze Episode machen mit Bands, die tönen wie Architects und Bring Me the Horizon. Ja. Also ich film hart Wage War, aber der ist einfach so... Ja, der ist schon ein bisschen... So nah an der Anscheinend ist er ja geschrieben worden, bevor er das erste Mal Du, Doomsday ich gehört kenne es, hat. weil wir haben mit Whiteout sogar einen Song aufgenommen und dann haben wir gemerkt, Scheiße, die Leadgitarre ist gleich wie SLA Dying. Ja, okay, aber das ist... 1:1 gleich. Aber das ist fair, weil SLA Dying macht nicht so kompliziert. Also weißt du, nicht so... Ich habe es einfach im Kopf gehabt, ich habe gemeint, das war eine Idee von mir. Wir sind am Aufnehmen gewesen, und nachher höre ich noch SLA Dying. Hast so, du den Song noch? Ja. Kannst du mir den mal zeigen? Irgendwo muss es noch sein im Fall. Weil es gibt so wirklich... Wir haben sogar live gespielt. Es gibt so keine bessere Metalcore-Band als SLA Dying. Wobei... Oh, nein, das ist falsch gesagt. Es gibt mega viele gute Metalcore-Bands. Aber bevor der ganze Drama sind sie eine von meinen fucking Dude, Lieblingsbands. auch nach dem Drama, das Album, was sie gemacht haben. Fuck me. Etwas Fire, oder? Das letzte Album, das rausgekommen ist, dort, wo sie den einen Ja. Song rausgerührt haben, sie haben ein Musikvideo rausgerührt. So, Mittlerweile ist nur der Sänger wieder. ja, das ist RIP SLA Dying. Mhm. Aber R.I.P. My Own Grave. Alter, My wo Own Grave das ist heavy. Lied Ja. rausgekommen ist, dort sind ja mal alle in Aha. ein Loch gegangen. Ja, ja. Fuck. Ja, Das war ja voll. heftig. gewesen. Nein, aber ich meine, die Künstler sind einfach crazy. Oder ich meine, ja. Fucking hell. Bury Tomorrow. Mhm. Das sind die neuen SLA Dying. Haben sie auch Drama, oder was? Nein, aber sie sind gut. Sie sind brutal gut, Alter. Dings, Bird Tomorrow kenne ich von deinen Song so Wage above me, tell me da, 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 da. Wie heißt es? Ja. Etwas King, irgendein scheiß Ah, King. das ist ein huren alter Song. Eben, 2012 oder Boy, so der ist Scheiß. richtig alt. Ich finde Lionheart so sick. Ja, der ist auch cool, aber der Song ist einfach der mir Ja, geblieben der ist. heißt ja Kings and Pawns und irgendetwas. Ich Reign weiss of the nicht. King, Ja, Reign, irgend so ein Scheiß. irgendetwas. Voll. Ich glaube auch nicht mehr auf Spotify. Nicht Scheiße. I don't know. Scheiße. Ja, aber Bird Tomorrow sind geil. Boah, aber dort habe ich echt Angst gehabt, wo ihr Gitarrist gegangen ist. Mhm. Weil was Bury Tomorrow ausgemacht hat, sind Clean Models gewesen. Gott, für die sind die gut gewesen. Ja. Die Das Huren war der Clean Gitarrist, oder? Ja, Mann. Ja, musst überlegen, es passiert einmal, es ist so wie Lorna Shore, als sie Sänger gewechselt haben, oder? Plötzlich kommt der Will Ramos und einfach so. I'll Ja. show you. Der Will Ramos. Ah, Ja, Lorna Shore. Ich könnte sonst gerne mein Review vom Parkway Drive Konzert lesen auf rocknews.ch. Oh, Kollege. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe professionellen Respekt vor Lorna Shore. Mhm. Aber die hohe Band kickt mich einfach nicht. Das Lustige ist, ich habe mal die gesamte Live-Show mal geschaut. Also, ich habe die noch nie live gesehen, aber ich habe sie haben mal eine Live-Show aufgenommen. Und bei Into the Hellfire, alle nehmen einfach das Handy aus für TikTok. Alle! Die ganze Ja. Publikum hat das. Sie haben mit dem scheiß Song angefangen. Ja, TikTok hätte Into the Hellfire Breakdown einfach Bro. weggeblasen. Ja, sorry, also gut, der Song ist ja der Into the Hellfire Breakdown, der ist einfach. Das ist brutal. Ja, Come aber on, das ist come on. langweilig, Alter. Ich- Der Breakdown selber ist fucking langweilig. Seine, Mhm. seine Pig-Noises, die er macht, sind geil. Aber der Breakdown selber ist jetzt wirklich nichts, was du irgendwie kennst. Er ist einfach so, ja, okay, du spielst einen Ton in 20 Sekunden. Also ich finde es geil, aber für mich ist Lorna Shore nicht eine Deathcore-Band. Die sind Orchestral Symphonic Black Metal Band. Ja, Jawohl. 100%. Fucking Lorna Shore sollte aufhören, Core machen. Ja. Sie sollte Death drin lassen, das Ja, Core ja. rausnehmen
und Black Black rein. and Death Metal Das irgendwie. ist fucking... Das ist das, was ich... Das hat der Josh doch im Podcast gesagt. Er findet Lorna Shore Songs immer geil, Mhm. bis sie anfangen. Er hat gesagt, der Aufbau, das alles das Symphonische, das immer so... Und irgendwie so... Mhm. Und dann so... Ja! Das ist fucking sick. Und dann gehört er... Ja! So Hintergrund... So, Schlagzeug und weiss ich nicht was. Und dann kommt einfach so... So, okay. Das ist geil. Ja, das stimmt. Das ist jetzt richtig respektlos von mir. Aber nein, sie sind wirklich gut gewesen. Sie sind live wirklich eine heftige Band gewesen. Sie haben einfach keinen Bass gehabt. Haben sie keinen Bass gehabt? Ja, gut, ich habe aber mad Respekt gehabt, weil dann hat der Kollege sich so umgedreht und ja, sie haben keinen Bass. Weißt du wieso? Der Bassist ist gerade am Schlagzeug, weil der Schlagzeug den Rücken kaputt hat und darum die High ist. Scheiße, also. Bro, Alter, der Schlagzeuger, der einfach so Bassist? so heftig gespielt hat. Ist auch der Bassist. Scheiße. Gut, ich glaube, der Sieg hat sonst einmal Schlagzeug gespielt. Der hat das nicht einfach so gelernt. Weil es ist schon heftig gewesen. Will Ramos seine Vocals und es ist auch alles geil gewesen, aber es kickt mich einfach nicht. Es nimmt mich nicht mit. Weißt du, wie ich meine? So Musik muss mich einfach irgendwie mitnehmen. Irgendwie, das ist so, wie wenn du das erste Mal Iron Reagan hörst und du dir willst ein Bier an den Kopf schlagen, dann exen, ein zweites Bier bestellen, das an die Wand rühren und mit dem Skateboard im Moshpit. So, das brauche ich, wenn ich Musik höre. Ich habe wirklich nie viel Iron Reagan gelost, aber Municipal Waste sind einfach Legenden. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Sadistic Magician Das ist Gleiche für mich, in Sadistic Magician ist so ein geiler Song. Ja gut, du bist Latino, hast ganz einen anderen Zugang zu Thrash Metal wie mir. Ich bin, also für Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Ricky und ich spiele eine Metalcore-Band namens Whiteout und wir haben die Band im 2015 angefangen. Ja, und er ist darum von seiner Familie verstoßen, wo die so Ricky! Ricky! Jetzt wird es richtig rassistisch, wenn ich einen spanischen Akzent Also mach mal. Egal, darf ich einen spanischen Akzent Akzent machen? Ich gebe dir Erlaubnis, ich segne den rassistischen Kommentar Kommentar jetzt. Ricky, compadre, why are you playing in a metalcore band? Das ist nicht Spanisch, Okay, Filipino. Das ist falsch gewesen, weißt du. Der Spanier ist eben, ich habe herausgefunden, wenn du einen Spanier nachmachen willst, ist es wie Französisch, einfach ein bisschen mehr gay. Okay, probier mal. Hola, chicas. Aber das ist Deutsch, nicht Englisch. So, hola, chicas. Jetzt mache ich auf den Jorge nach. Das ist nicht schlecht, ja. Hola, chicas. Wir machen einen Chica-Walk mit Reon. Wir essen und nachher gehen wir mit die Handtasche leben. Nein, das ist der Jorge von Dings. Das ist 1:2 der Jorge. Wer ist Jorge? Der Jorge. Oh je, der Jorge ist Germany's Next Topmodel. Die haben dort einen Catwalk-Trainer aus Kuba gehabt. Der Jorge González. Hola, chicas, wir machen einen Chica-Walk mit Reon. Okay, ja, das ist fucking okay. Nein, ich kann keinen Spanier mehr nachmachen, gerade momentan. Aber das ist, wenn du Kubaner nimmst als Beispiel, dann ist es schwierig, weil die ganz anders sind als Spanier. Das ist so. Ja, ich weiß nicht, ich kann es mal können. Ich muss wieder mal üben. Ich bin recht gut im Akzent nachher machen. Ja, das Lustige ist, wenn du noch Spanisch nachmachen willst, dann kannst du entweder machst du Argentinier, den Peruaner, den Chilenen, kannst du mal schnell spanischen Akzent machen? Ich muss es noch kurz hören. Wie, aber okay. Genau. Hey. Das ist Südspanien. Nordspanien redet, also Nord von Galicien, wo ich jetzt in der Ferien war. Ja. Ich bin 2 Wochen in der Ferien, meine Freundin ist Galizianerin. Sie redet so einen Akzent gemischt mit Portugiesisch, oder? Gringo, was Nordspanier? Ja, ist in Galicien. Die sind kälter gewesen. Und dort ist so... Kälte in Spanien? Ja, dort ist El Falo Gallego. Wild. Ja, voll. Ist cool. Das ist ein Surprise für mich, als ich gegangen bin. Und plötzlich sind überall so keltische Sachen. Und eben dort habe ich meine keltischen Tattoos gemacht. So, weil das sind eine der keltischen Völker gewesen. Und das ist crazy. So cool. Eben, ich meine, wer hätte gedacht, dass Nordspanien irgendetwas mit Schottland und Wales und so Zeugs hat? Okay, by the way, wenn ich andere Dialekt oder Dings nachher machen, andere Akzente, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich über das lustig mache. Nein, mit Respekt und Liebe. Ich finde es einfach lustig, weil wenn ich ja Englisch rede ich auch nicht perfekt amerikanisch oder britisch Englisch. Weißt du, was lustig ist? Ich weiß nicht wieso. Frag mich nicht wieso. Aber unser Sänger in White und der Mike, wenn er Englisch redet, er redet einfach mit dem craziesten englischen Akzent. Und ich so, Junge, hast du mal geglaubt? Nein, das so britisch. rede ich aber. Er so ist, hi mate, how you doing?
Hey, das ist mir mal passiert. Ich war mal besoffen in einer Bar und dann hat mich ein Ir angeredet. Nein, einfach irisch mit ihm geredet. Also nicht irisch, nicht gälisch, sondern einfach so mit einem irischen Akzent. Mhm. Er hat mir nicht geglaubt, dass ich aus der Schweiz komme und nie in England war. Ich habe mal versucht, mit ihr mitzuhalten beim Saufen. Fuck. Gestorben. Ja, ich kann dir empfehlen, die Band Words That Burn ist eine irische Metalband. Und die Jungs sind mal da gewesen, wo wir mit Whiteout mit Dings gespielt haben. Wir haben mit Our Hollow Our Home gespielt. Mhm. Und dann sind sie gerade zu Besuch gewesen. Ich glaube, ich war dort gewesen. Und irgendwann... Nein, egal. Fuck. Irgendwann anders. Aber Words That Burn sind coole Sicher, mit denen ein bisschen gesoffen. Oder ein bisschen mehr als ein bisschen. Apropos. Speaking of Bands, die ihr supported habt. Mhm. Wie gut ist Cypcore? Holy fuck, man! Noch nie von dieser Band gehört. Und dann ist so... Whiteout ist Vorband von Cypcore. Was machen die? Ja, so... Fucking Electro-Metalcore. Ja, Industrial. Scheißegal. Whiteout spielt. Also Whiteout hat auch abgerissen wie Sau. Aha. Publikum, fucking Mensch. wack gewesen. Der Einzige, der drin abgegangen ist, bin ich gewesen. Ich bin mir da gestanden, so zum Ricky so... Metal! So, sexy. Ja, ich habe es geil gefunden, weil meiner Meinung nach ist Whiteout die beste Metalcore-Band, die wir in der Schweiz haben. So ein lieber Boy. Es kommt so Save Your Last Breath, so fucking Backstabber. Das stimmt nicht. Du, Save Your Last Breath ist kein Metalcore. Die das machen stimmt. Black and Deathcore. Black and Metalcore oder was auch immer. Aber es ist nicht Metalcore, pure Metalcore. Aber ich sage dir etwas, ich sage das immer. Save Your Last Breath sind ein Single entfernt von Weltstar sein. Immer. Irgendeiner von den Singles könnte einfach eine fucking Welthit-Bombe sein. Und vor allem jetzt, wo alle Lorna Shore hören. Oh, ja, 100%. Die machen das schon seit länger als Stimmt, Lorna Shore. Die machen Lorna Shore länger, wie es Lorna Shore Eben genau. Save Your Last Breath machen Lorna Shore länger. Ich meine, it's crazy. Also stimmt, jetzt was du sagst, Save Your Last Breath macht Lorna Shore länger als es Lorna Shore. Ja, das also, ist so. Aber es ist nicht Lorna Shore, es ist ja nicht... Also ähnlich, also die ganze Charlotte. Also zum Fernsehen, sie machen schon Lorna Shore. Einfach, sie machen kürzere Lieder, die man besser hören kann. Das stimmt, ja. Nein, ich sage nicht Lorna. Ich hate Lorna Shore ja wirklich nicht. Ja. Es tönt immer die so. Die haben lange Songs. Es sagen mir alle immer, ich soll aufhören Lorna Shore hate, aber ich hate Lorna Shore nicht. Ich sage einfach immer, was mir an der Musik nicht passt. Die haben sehr lange Songs. Ich respektiere sie von der Musik. Gut, lange Songs stören mich nicht. Ich höre ja auch Harakiri for the Sky. Stimmt, ja. Ich respektiere böse, was sie machen. Ich bin einfach am Parkway Drive Konzert gestanden und das ganze Konzert durch habe ich mich einfach so gefragt, so, wann hittet es jetzt? Wann kommt es jetzt? Und dann kommt While She Sleeps auf die Bühne und dann hat es fucking gehittet. Dann hat man einfach mal so, nur schon die Musik selber einfach eins in die Fresse gehauen. Bei Lorna Shore, gut, es liegt wahrscheinlich daran, weil sie einfach so 20-seitige Gitarre haben auf Drop minus 200 abgestimmt. Da kannst du auch keinen Bass mehr haben. Nein, ist schon schwierig. Schon schwierig zu machen. Aber ja, wo sind wir gesehen? Was soll ich First Breath? Ja, absolut keine Ahnung. Cypcore, ja, die sind richtig gut gewesen. Das ist so. Die haben, ihre Tour, ist das Tourmanagerin gewesen? Die mit dem kurzen Höschen? Ich weiss nicht, vielleicht Manager oder... Das riesige Goff-Chick, weißt du? Ja, ich weiss nicht. Also sie ist im Backstage gewesen, jetzt habe ich gesehen. Der Uni hat gemeint, sie sei Managerin. Könnte sein, ja. Die war lustig gewesen. Wow. Wir sind auf Schnupfen gewesen, so affig, ob es cool war. So, nein, für das wird es zu wenig krass. Für das wird es wenig cool. Dann haben sie gelacht. Der Kollege so, Silvan, wieso kannst du eigentlich flirten? Ich so, ich habe gar nicht geflirtet, ich habe nur eine gute Antwort auf einen dummen Spruch. Woher kommt eigentlich das Schnupf? Ich als Ausländer komme da und sehe so Zürcher Oberländer-Dudes einfach das machen. Und so, wieso? Hey, du, Alter, wenn ich das wüsste, wo der herkommt. Also kommt davon, es gibt es halt aus dem Wallis. Wirklich? Ja, das schwarze Dösli, das Aprikot heisst, das ist Walliser Schnupf. Aha. Ja, keine Ahnung, irgendwie, das ist einfach Schweizer Bauerntum. Schnupfen anstatt Rauchen. Ich meine, wo wir mal ein Meeting hatten, bevor wir die Versus-Platte gemacht haben, hat er auch geschnupfen. Ich bin einfach nachher mit Nase am Laufen, wie ein Blöd im Fall. Es ist schon dumm. Es ist voll dumm. Ja, es ist auch wirklich dumm. Shit, Alter. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist einfach Schweizer Kulturgut. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie ein Brasilianer immer schreiben, «Komm du Brasil!» Ja, aber genau. Ich habe ein Video gesehen von Nick Nocturnal, wo so eben... Ich glaube, ich habe es... Wo er kommentiert hat wegen «Things Metalheads need to get over». Hat einer unten dran kommentiert, «Metalheads need to get over commentating that bands should come to Brasil». Ah, so lustig. Ja, ich glaube, das ist eine gute Pilotfolge. Ja, sie ist sicher
vollkommen problematisch von A bis Z, aber es ist ja gleich. Aber wir können sonst noch ein bisschen besprechen, was wir für Segmente können cool finden. Und dann können wir es vergleichen mit dem ersten Episode, ob es überhaupt klappt oder nicht. Ja. Aber vor das muss ich hergehen pissen im Fall. Weißt du, wer auch muss schiffen? Ja, kannst du sonst zuerst Der im Fall? Ichinger. Eben gar nicht, ich bin schon zuerst gegangen. Okay, das ist gut. Kannst du. Also, der Erzähler stimmt wieder. Ja. Und dann legten Ricky und Silvan eine Pisspause ein.